er kommt auf die Bühne. Jetzt 5. Das 5. Jetzt fängt die Bühne an. Oh, welcome! Hey Leute, 30 Jahre ICF. Wer fühlt sich alt? Niemand fühlt sich alt? Ihr seid alle jung. Ah, meine Frau fühlt sich alt. Fair, die ist auch alt. Hey, du darfst gleich mal den QR-Code scannen, denn heute passiert einiges, das speziell ist. Und wenn du ready bist, dann hier einmal reingehen. Unser Worship-Team. Normalerweise sitzen die hin, überlegen sich, was singen wir heute, was passt heute. Seid ihr das Worship-Team und ihr entscheidet, was singen wir heute in der Celebration. Wir haben ein paar alte Songs rausgekramt und ihr dürft abstimmen, jeweils zwischen 2 Songs, die wir dann gemeinsam singen werden. Und gleichzeitig ist es meine Audition für die Band, weil ich singe euch das natürlich alles vor. Das wird wild. Super, scannen. Sehr gut. Wer ist schon seit 30 Jahren dabei? Gibt's Leute? Wow, come on! Gratulation, nochmal, sehr schön. Super. Ich denke, wir gehen rein, schauen uns mal die ersten beiden Songs an und ihr dürft entscheiden, was wir denn gemeinsam singen. Wir singen entweder And I will go, wherever you lead me, oder Go and tell the world about you. Oh. Ihr habt entschieden, wir singen Go. Ihr seid noch dran, aber wir singen Go, hä? Sehr gut. And I will go, wherever you lead me. Okay, next. Song Nummer 2 singen wir entweder Unstoppable oder Because of Jesus. We are unstoppable. Wer kennt den Anfang? Ich kenne nur diesen Teil. Alisa, komm mal schnell. Wie geht der Anfang? Sie hilft mir. Sie ist eine Maschine. Sie hat's vergessen. Unstoppable. So, okay. Und das andere ist Because of Jesus, I have victory. Machen wir nicht, ne? Okay. Ihr habt entschieden. Unstoppable. Das wird gesungen. Und dritter Song, den du wählen darfst. Here is my heart, Lord, have it all. Oder You're higher than the heavens. Ihr habt meine Nummer. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Hä? Was denkst du? Okay. Sehr gut. Also, wir singen Higher. Stark. Band ist flexibel. Danke fürs Mitmachen und ich wünsche euch eine herrliche Celebration. Genießt es. Let's go. Wunderbare, verrückte, einzigartige, wunderschöne ICF Family. 30 Jahre ICF, 30 Jahre Worship, 30 Jahre Glaube, 30 Jahre Wunder, 30 Jahre Kaffee, 30 Jahre Cases schieben und 30 Jahre unsere Volunteers. Yes! Wir feiern Menschen, wir feiern Mut, Treue und natürlich Jesus. Aber bevor wir Gott danken, möchten wir ein paar Leute ehren. Liebevoll, mit Augenzwinker und gerade noch so juristisch okay. Ja. Also wir starten direkt mit Leo. Da sitzt er. Wir lebt und lebt. Leo, wer hätte das gedacht? Vom Kaninchenzüchtern bei Mutti zum Offsetdrucker bis hin zum International Speaking Pastor. Das ist nicht einfach ein Lebenslauf, das ist eine Netflix-Serie. Ja. Mit ganz viel Glaube und erstaunlich viel Haar. Ja. Und Leo, dein Englisch ist wirklich gut geworden, müssen wir ehrlich mal sagen. Früher haben dich die Amerikaner angeschaut, was will der sagen? Wie
Deutschen, wenn ein Walliser mit ihnen spricht. Aber heute versteht dich die ganze Welt. Und das ist krass, das ist ein Wunder, das ist Wachstum, das ist viel Lernen. Wir sind stolz auf dich, wirklich. Stolz auf dich, yes, Leo. Yes. Let's go. Und Leo, das Schöne ist, du bleibst deinem Stil treu. Das Einzige, was ich vermisse, ist, dass deine Shirts waren früher vielfarbiger. Vielfarbiger, Früher vielfarbiger. musste man deine Message nicht hören, man konnte sie eigentlich einfach sehen. Als Joel das gesagt hat, Und sein sehnlichster Wunsch ist dass jemand das Hemd online findet und es ihm wieder schenkt. Ach, Joel, das ist doch kein Problem für uns. Unsere Hemdspezialisten haben gesucht und gesucht und gesucht. Das Ganze war doch schwerer, als wir gedacht haben. Und es schien fast so, als wäre dieses Hemd unauffindbar. Wir haben schon fast aufgegeben, aber plötzlich... Beste Hemd, das der Leo je hat gehabt. Es ist was mit der Post gekommen. Sing Gott, du bist gerettet. Let's go! Wie ihr seht, haben wir es geschafft, das Outfit 1:1 nachzustellen. Leo, was soll eigentlich dieser Mittelwing? Anyways, nun ist die Zeit gekommen und wir übergeben das Shirt Leo. Yes, danke Lennox! Du hast es gefunden! Yes! Sehr, sehr schön. Steht dir wirklich gut. Fresh. Ja. Lieber Leo, was für ein unglaubliches Vorrecht, dich als Senior Pastor zu haben. Du bist mit Abstand der authentischste, der fresheste und der alltagstauglichste Pastor der ganzen weiten Welt, des ganzen Universums. Da bin ich zu 300% davon überzeugt. Und du bist für uns alle ein Mann nach dem Herzen Gottes. Danke, wir lieben dich. Du bist unser Senior Pastor. Applaus für Leo! Woo! Pastor Leo! Woo! Sing it out! Yes. Sing it out! Pastor Leo! Woo! Und direkt neben Leo steht ja Susanna. Und Susanna, du siehst immer noch aus wie vor 30 Jahren. Das ist wirklich beeindruckend. Du warst immer mutig mit Frisur, mit Stil, mit Kleidung. Wobei, wenn man ehrlich sind, vielleicht trägst du einfach die alten Kleider von Leo. Aber wir müssen sagen, bei dir sieht es sicher besser aus, ja. Susanna, früher hast du als Floristin Blumen zum Blühen gebracht. Heute bringst du unsere Herzen zum Blühen. Du arrangierst Bibelstellen und kostbare Gedanken so wunderschön, dass Gottes Wahrheiten immer und immer wieder mitten in unsere Herzen treffen. Susanna, aus tiefstem Herzen, vielen tausend Dank, dass du uns immer wieder näher an sein Herz trägst und uns seine Schönheit zeigst. Wir lieben dich dafür und dir gebührt der nächste Applaus. Liebe Susanna, wir lieben dich! Susanna! Yes. Michi und Sarah Sieber, wenn ich an euch denke, denke ich an Camps, Integration, Family, Ehe-Coaching und natürlich eure legendären Sex-Messages. Hast du gerade das Wort gesagt? Ich hab's gesagt. Andere Kirchen sagen, darüber sprechen wir nicht. ICF macht gleich eine ganze Serie darüber. Ja, Danke euch, dass ihr gezeigt habt, dass der Glaube nicht nur in den Sonntag gehört. Er gehört in unsere Familien, in unser Zuhause, in unseren Ehen, in die Schlafzimmer und auch in den Streit, wer jetzt wieder diese Spülmaschine so kreativ eingeräumt hat. Danke euch vielmals.
Yes! Lieber Joel Vögeli, alles, was du startest, blüht auf. Das ist krass. Sunday Night, frühere 20s, grundsätzlich unter dir blühen junge Menschen auf. Es ist ehrlich gesagt schon fast ein bisschen unheimlich, oder nicht? Schon fast. Sogar der Worship geht seit dem Start von deinem Ausstieg durch die Decke. Ja, aber ehrlich, wirklich, Joel, wir möchten uns bedanken bei dir. Du siehst das Potenzial, wo viele nur Chaos sehen, wo viele nur junge Menschen mit Energy Drinks sehen. Du siehst die nächste Generation und für das möchten wir dir von Herzen danken. Yes. Danke für dein Investment. Du bist ein Held, Joel! Joel! Woohoo! Joel! Herrlich, herrlich. Ah, schön. Dave Cool! Meine Damen und Herren, wir kennen ihn. Wir lieben ihn. Und er nimmt jede Bühne mit, die es gibt. Viele von euch wissen es nicht. Früher ohne, heute mit T-Shirt. Yes. Ja. Dave, ich frage mich bis heute, was war der wahre Grund für 6 Celebrations und all diese Settings während der Corona-Zeit? War es wirklich das schweizerische Schutzkonzept? War es die Abstandsregel, die eingehalten werden musste? Nein. Ich glaube, der wahre Grund war, Dave dachte sich, 6 Bühnen, cool. Ich fühle Berufung, ich werde sie alle füllen, yes. Dave ist der einzige Mensch, der einen leeren Saal sieht und auch dann noch 300% gibt für seinen Jesus. Das kann ich bezeugen. Ich kenne diesen Typen seit einer halben Ewigkeit. Es gibt keine einzige Celebration, die ich kenne, wo er nicht 300% gegeben hat. Dave, danke für deine unfassbare Treue im Hause des Herrn. Und danke, dass du uns immer wieder mitnimmst in die Nähe von unserem himmlischen Vater, Sonntag für Sonntag. Das ist so krass. Deine Treue, dein Herz, das ist das Herz des Königs David, das in dir weiterschlägt. Wir danken dir von ganzem Herzen, wir lieben dich. Und das ist dein Applaus. Danke, Dave. Cool. Heinz Struppler, was wäre ICF ohne dich? Ich weiß es wäre gar nicht da. Aus deiner Vorarbeit, deinen Gottesdiensten, deinem Mut und deinem Pioniergeist ist etwas gewachsen, das heute so viele Menschen prägt. Heinz, wo immer du auch gerade bist, du bist wie geistlicher Dünger. Und das meine ich in sehr positivem Sinne. Man sieht ihn nicht immer, den Dünger, aber ohne ihn wächst vieles nicht. Und dann sind da die ganz vielen Tausenden von Volunteers und der liebe ICF-Staff. Ihr seid die früher kommen. Und die später gehen. Die Kabel rollen, Kaffee machen, Kids lieben, Menschen begrüßen, Technik retten, Räume vorbereiten, beten, helfen. tragen, lachen und manchmal so tun, als sei alles genauso geplant gewesen. Ja. Ohne euch gäbe es kein ICF. Sondern wahrscheinlich wäre dann einfach Leo so ganz alleine mit einem Mikrofon auf einem einsamen Parkplatz und er würde sagen, So goes it not. yes. Danke von Herzen. Ihr seid nicht Hintergrund, ihr seid der Herzschlag von ICF. Yes. Und last but not least, unsere Nummer 1, Jesus. Yes. 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 Give God Yes. glory. We love Yes. Jesus. Yes, Jesus, dir wollen wir von Herzen danken, dass du so viele Menschen berührt hast. Menschen, die in unserer Kirche Hoffnung fanden. Menschen, die hier Heimat und Freunde fanden. Familien. Menschen, die neu anfingen. Und Menschen, die merken, Jesus, du bist nicht irgendwo weit weg da oben. Du bist da, hier, mitten unter uns, weil wir uns immer wieder in deinem Namen versammeln. Yes. Darum schauen wir heute dankbar zurück. Aber wir bleiben nicht stehen. Wenn Gott 30 Jahre treu war,
dann ist das nicht das Finale. Es ist erst der Auftakt zum nächsten Kapitel. Come on, hey. Und deshalb machen wir Yes. das jetzt, Yes. was wir schon seit 30 Jahren tun. Bitte. Wir loben Jesus, wir danken Jesus und wir feiern Jesus. Für das, was war Für das, was ist. und für alles, was noch kommen Come wird. on, Halleluja. Amen. I live by faith and not by sight. I walk with you through day and night. I'm not afraid, no need to hide. All through this life, you're by my side, and I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher than mine, and I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher, higher than mine. Cause you are my light, show me the way. And I live on every word you say. It's not a secret that I stay with you forever, all my days. And I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher than mine, and I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher, higher than mine. I turn to you and see the light. My heart gets stronger every time. I fix my eyes on you alone. I know you never let me go. 'Cause you are with me. 'Cause you are with me. 'Cause you are with me. Yeah. 'Cause you are with me. I know. And I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher than mine, and I will go wherever you lead me, wherever you want me. Your ways are higher, higher than mine. Haben wir noch mal eine? Kommt er? Ja! Your reign will last forever. We want to follow your
you. We will never be shaken. To the end of the world with you. We are unstoppable. Amen. Beautiful. Danke, Jesus. Und wegen dir sind wir unstoppbar. Wegen dir sind wir immer noch da, Jesus, weil du diese Kirche baust, weil du der bist, der besteht. Weil du größer bist, weil du höher bist, weil du weiter bist als all das, was wir uns vorstellen können, Jesus. Und darum haben wir gewählt, du bist höher, du bist weiter, du bist größer als all das, was noch kommt. Okay, bei diesem Song will ich euch richtig hören, hä? Denn es kann sein, dass wir den nicht mehr ganz so gut kennen. Ja, vielleicht. Okay, here we go. And who gives orders to the morning, tells the sun where to rise, who speaks light to existence, tells the dark where to reside, who chose to told the cripple to rise up, chose to die for my redemption, came to mend a broken heart. There is no one like our God. No, here we go. Higher than the heavens. Your love is deeper than the oceans. And your word is true until the end. So I'm holding on to you.
fathom your ways. And though I can't see you, and you're higher, Jesus. Jesus, you're higher, higher than the heavens. Your love is deeper than the oceans. And your word is true until the end. So I'm holding on to you. Jesus, you're higher, higher, higher than the heavens. And your love is deeper than the oceans. And your word is true until the end. So I'm holding on to you. Jesus, you're higher, higher, higher than the heavens. And your love is deeper than the oceans. And your word is true until the end. So I'm holding on to you, author of Wow. Hey, wie schön, es wärmt mir das Herz, mit euch zu singen. Mir wurde auch körperlich gerade ein bisschen warm, ich musste den Pulli hinlegen. Du darfst dich setzen. Wie schön, 30 Jahre ICF zu feiern. Und wir haben gemerkt, die Lieder haben sich geändert, die Kleidungsstile haben sich geändert. Aber die Leidenschaft und das, was uns verbindet, das ist geblieben. Das finde ich gerade ein richtig, richtig schöner Moment. Wie schön, mit euch zu singen. So, aber jetzt müssen wir nochmal schnell. Wir kommen ein bisschen mit in den Arbeitsmodus, weil ich suche heute den super ICFler. Okay? Wir machen nämlich eine Quizshow. Ich habe euch einen krassen Teaser dabei. Ja. Sehr schön. Da wurde gekocht. Sehr gut. Ich suche den super ICFler und der Gewinner dieses Quizzes darf heute die Predigt halten. Sehr cool. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Aber ich habe einen QR-Code wieder für dich dabei. Ich liebe ja QR-Codes. Du darfst den schon mal scannen. Und wenn du vielleicht vorhin gemerkt hast, oh, ich kann gar nicht mehr alle Lieder mitsingen, dann hast du jetzt bei diesem Spiel vielleicht auch ein bisschen Mühe, aber du schaffst das. Wir stellen euch ein paar Fragen, oder ich darf euch heute ein paar Fragen stellen und wir schauen mal, wie gut kennst du das ICF. Du darfst dich selber bewerten, wenn du merkst, ob alles richtig, dann bindest du dir selber ein Kränzchen und setzt es auf. Wenn du nicht alles weißt, dann musst du einfach öfter kommen. Sehr gut. Habt ihr gescannt? Seid ihr ready? Ich habe da ein paar Kandidaten im Kopf, die wissen bestimmt alles. Aber wir schauen es uns an. Gehen wir doch gleich mal in die erste Frage. Wie viele Burger werden im ICF Zürich an einem einzigen Sonntag durchschnittlich verkauft? Also wir sind sprichwörtlich eine hungrige Kirche. Okay. Und wir schauen mal, wie viele Burger sind das denn wirklich? Ihr sagt 175. Ich muss ja sagen, ich bin von allen Optionen enttäuscht. Ich denke, so 97 schaffe ich auch alleine. Aber ihr sagt 175. Wir schauen mal, was denn die richtige Antwort ist. Weiß ich das? Wisst ihr das? Ich weiß es selber nicht. Ah. Oh. Egal, ich sag's euch. Es sind 109. 109. Wer das hatte, klopft ihr einmal schnell auf die Schulter. Gut gemacht. Sehr schön. Frage Nummer 2. Wie lange dauert denn eigentlich so eine ICF-Celebration wirklich? So wirklich. Jetzt nicht geplant, sondern wie lange dauert es wirklich? Sind es 90, 80 Minuten? Kommt drauf an, wer predigt. Oder 60 Minuten? So, wer hat euch schon mal eine Antwort darauf gegeben? Weißt du das Bescheid? Okay, ihr sagt 90 Minuten, das sind die Schweizer unter uns, die wollen es gerne pünktlich haben. 90 Minuten, dann ist fertig. Aber
Oh ja, die Teens roasten mich gerade, weil ich selber immer beziehe. Ich sage euch die richtige Antwort. Es kommt drauf an, wer predigt. Aber jetzt möchte ich noch wissen, wer ist denn der Chefüberzieher oder der Chefüberzieher? Wer kommt dir da in den Sinn? Tina? Paul? Paul, bist du da? Der ist schlimm. Okay, Paul ist der Chefüberzieher. Wir haben abgestimmt. Ihr seid euch alle einig. So. Frage Nummer 3. Welches Tier hatte beim diesjährigen Ostermusical Saving Catch, das war erst gerade, alle, die nur ein Kurzzeitgedächtnis haben, einen Bühnenauftritt? War es ein Esel, war es ein Kamel, ein Pferd oder eine Giraffe? Da seid ihr euch ein bisschen einiger. Die Schauspieler gehören nicht dazu, die sind nicht gemeint, aber ihr habt natürlich vollkommen, ihr seid so gut. Ihr habt vollkommen recht, es ist ein Esel. Weiß jemand noch, wie der hieß? Oh. Leo, ich lass dich rein in meine Träume. Jedes Mal, wenn ich so ein Tier auf der Bühne sehe, wünsche ich mir, dass du den Hut abziehst und das bist es du und dann startest du die Predigt. Das fände ich so toll. Einfach als Input für die nächsten Jahre. Das würde mich so glücklich machen. So, Nummer 4. Wie viele ICF-Locations inklusive Microchurches und Startups gibt es denn überhaupt? Es ist nicht nur Zürich, für die, die frisch sind, nicht nur Zürich, da gibt es noch einiges mehr. Sind es 72, 169, 424 oder 205? 71, 67, leider nicht zur Auswahl, liebe Teens. Sorry. Das ist ein knappes Rennen, aber die richtige Antwort ist 169. Das ist schon beeindruckend. 169. Top. Frage Nummer 5. Wer hat alles richtig? Gibt's da Leute? Alles. Tutti quanti. Okay, wir sehen uns nächsten Sonntag in dem Fall. Frage Nummer 5. Welche Message-Illustration gab es noch gar nie? Etwas Neues auf dieser Bühne. War es ein Bett, ein Gefängnis, ein Auto oder einen Pizzaofen? Was hat es noch nie gegeben als Message-Illustration? Bett kann man sich vielleicht vorstellen. In welcher Serie? Oh, ihr seid euch super einig. Und ich muss sagen, ihr habt absolut recht. Einen Pizzaofen gab es noch nie. Wenn jemand das möchte, kreativ werden, wie kann man einen Pizzaofen einbauen, macht das. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 6. Welche biblische Geschichte wurde in diesem Ostermusical aufgeführt? Und dazu habe ich einen Clip, welches dann, sonst habt ihr gar keine Ahnung, welches, die jetzt abstimmen, schade. Haben wir den Clip? Ja. Chef, unser erster Zukunftstag wartet heute auf uns. Ich freue mich echt darauf. Ja, ich auch. So, war das Hiob, war das David gegen Goliath, war das Lazarus oder war das die Passionsgeschichte? Alle, die schon gedrückt haben, Sadness, schade, Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Okay, ihr sagt, es ist Hiob und auch da, ihr seid so gut, das ist richtig. Es war Hiob. Ganz wichtig, die nächste Frage, Nummer 7. Wichtig zu wissen, wie viele Liter Wasser passen denn überhaupt in unser Taufbecken, das da immer hier vorne steht. Wie viel passt da rein? 200 Liter, 500 Liter, 1300 Liter oder 1900 Liter. Das Gute ist, wir recyceln ja Wasser, das landet nachher alles vorne an der Kaffeebar im Café. Das heißt, no waste. Sehr gut. Was sagt ihr? 1300 Liter und das ist absolut falsch. Es sind 1900 Liter. Das ist auch eine gute Menge. Dann sind wir schon bei der allerletzten Frage. Frage Nummer 8. Welches ist der meistgestreamte ICF Worship Song? Achtung auf YouTube. Ist es Die Schöpfung singt? Ist es Here is my heart? Hör oder Hier ist mein Herz? Wenn du das nicht kennst, dann geh mal auf YouTube, abonniere uns. Aber ihr sagt Hör, knapp mit oder Here is my heart. Aber auch da, ihr seid Kings and Queens of ICF. Es ist Hör, das ist unser meistgestreamter Song.
Sehr, sehr schön. Super. Jetzt dürft ihr euch alle einmal Hand mal nach oben halten. Dann machst du so und dann machst du so. Gut gemacht, gut gemacht. Ihr seid Profis und ich übergebe an die wunderbaren Siebers. Benny, Funny Benny, so cool. Wow, das ist ja ein Quiz und ihr wisst so gut noch, was war. Ihr habt ein Hirn wie ein Elefant. Ja, hinter uns war der Lorenz Gasser, der ist seit 30 Jahren im ICF, der hat alles falsch gemacht. Ja, Haben wir gesagt, musst halt mehr kommen. Es ist schon hinten runtergefallen, kennst du das? Es mussten neue Infos rein, so schön. Hey, sehr gut. Wir möchten heute immer wieder Geschichten erzählen, was Gott tut in unserer Mitte, im Leben von uns Menschen, hier im ICF als Church, aber ganz spezifisch auch bei einzelnen Geschichten und Menschenleben. Wir heißen heute eine Familie auf der Bühne. Herzlich willkommen, die sind schon 30 Jahre im ICF, die sehen nicht so aus, aber sind schon 30 Jahre. Young, und das ist young and fresh. Young and fresh, unsere Schneller Family. Come on the stage. Das ist Chris mit Lisa und ihren 3 Jungs. Yeah, herzlich willkommen. Schön. Hey, ciao. Hey. Youngsters. Jungs. Hi, Jungs. Ihr Guten. Hi, Also natürlich meine sind Liebe. nicht die 3 in der Mitte schon 30 Jahre hier, Ja, das sieht man, sondern oder? der Chris. Und ihr erzählt uns gerne von euren Wundern, was ihr erlebt habt in den Jahren hier in der Church. Genau, ja, also ich bin mit 13 Jahren etwa im ICF reingelaufen, habe gedacht, ich könnte da sicher gut singen auf der Bühne und zum Glück hat Gott andere Pläne mit meinem Leben und hat mich in die Technik geleitet und da habe ich angefangen mit der ganzen Technik alles zu lernen, hat wirklich extrem viele Wunder getan da und ich habe meinen Beruf so gelernt. Ich bin dann im ICF auch angestellt gewesen, etwa 5,5 Jahre, habe da mit Kevin zusammen Technik geleitet und da haben wir wirklich viel erlebt, viel zusammen erlebt. Gott hat aber auch Wunder gemacht, dass er im richtigen Moment gesagt hat, jetzt ist fertig hier. Ich darf weiterziehen und habe dann auch in der Privatwirtschaft noch weiter Technik gemacht. Habe dann auch im richtigen Moment, Gott wieder hat gesagt, jetzt ist fertig hier. Du darfst jetzt mehr zu Hause verbringen mit den Kids. Ich bin lange zu Hause gewesen, während Lisa mehr gearbeitet hat. Und das ist immer noch so. Genau. Und ich glaube auch ein großes Wunder, was wir hier erlebt haben, ist, dass Lisa und ich uns kennengelernt haben in der Jugendarbeit. Yeah. Genau. Wow! So sahen wir aus. Schau mal einer an. Wow, da war die wirklich noch mega jung. Ja, und das noch größere Wunder ist, dass wir 20 Jahre verheiratet sind und immer noch uns lieben. Und ja, genau. So schön. Genau. Bravo. Wir haben wilde Camps gemeinsam gefeiert, gell? Richtig wilde Camps. Waren unterwegs mit den Schnellers. Also, danke. Ja, wilde Camps 1999 war mein erstes Camp. Jawohl. Ja, nein, also wir haben viele Ups und Downs auch erlebt. Wir haben einen guten Freund, der Reto, der 2003 im ICF-Umbau fast gestorben ist und wir Gebetsnacht und alles gemacht haben und er wirklich dann überlebt hat, aber auch Michi Korer, auch ein guter Freund. Aber wir haben auch eine langjährige Freundin von mir dann verloren hier, Debbie, genau. Also wir haben einiges durchgemacht, würde ich sagen. Und ich finde einfach ein großes Wunder für uns, dass wir immer noch hier sind. Wir sind immer noch hier. Yeah. Genau. Und dass wir, dass trotz der Verletzungen, die wir teilweise erlebt haben, dass wir unser Blick auf Jesus nicht vergessen haben und verloren haben. Und dass wir gerne hier und uns entschieden haben, wieder hier zurückkommen. Also nicht zurück, aber immer noch da sind, genau. Und uns mit den Kids, dort wo wir sind, investieren. Genau. Ja, vielen So Dank. wichtig und schön. Danke vielmals. Danke euch von Schneller ganzem Familie. Herzen. Gebt ihr das mit? Thank you. Ja, mega. Die Schneller Family steht für viele hundert und man kann sagen Tausende von Menschen, die diese Church gebaut haben über viele Jahre, Jahrzehnte zum Teil mit Finanzen, Gaben und Talenten.
Und wir wollen einfach an dieser Stelle allen Danke sagen von ganzem Herzen. Gib doch allen im ICF, den Volunteers, den Mitarbeitern, den Small Group Leuten einen riesigen Dankesapplaus. Ihr seid großartig! Jetzt dürfen wir Susanna auf der Bühne begrüßen. Ja, Susanna! Come on, in der schönen Hose. Susanna, Wir freuen uns auf deine Message. Du hast Freunde mitgebracht. Danke vielmals. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank euch, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Schnelles auch von meiner Seite. Ich habe Freunde mitgebracht, weil 30 Jahre ICF, ihr Lieben. Das sind so viele verschiedene Locations in unserem Fall. Es sind unzählige Events wie diese und so viele mehr, die wir miteinander gefeiert haben, die wir miteinander erlebt haben, wo wir hohe Momente hatten, wo wir tiefe Momente haben. Und es sind auch unzählig viele Menschen, die eine Begegnung mit Gott haben, die eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, die Gemeinschaft erlebt haben und die verändert wurden. In 2. Korinther 3, Vers 18 beschreibt es Paulus folgendermaßen: Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist Kirche. Das sind wir. Das sind du und ich. Und wenn Menschen verändert werden von der Berührung von Jesus, dann beginnen sie eine Kultur zu prägen. Dann beginnen wir eine Kultur zu prägen von Glauben. Wenn wir zusammenkommen, ist eine Atmosphäre von Glauben. Da kommt Freiheit, da kommt Vertrauen wieder neu Fuß fassen. Da kommt eine Kultur, wo wir sagen, hey, ich pack an, ich bin mit dabei, ich gehe all in, ich gehöre dazu. Da beginnen wir eine Kultur zu prägen, wo Gott groß wird. Und genau das ist die Geschichte von meinen Freunden, die ich heute mitgebracht habe. Wenn wir von Gott berührt und verändert werden, dann geschehen Dinge, die menschlich nicht möglich werden. Und das kann auch deine Geschichte sein. Bei Kirche haben wir oft das Bild, dass es wie ein gutes Restaurant ist. Man geht hin und ist vor allem da, um bedient zu werden. Aber glaube mir, mit dieser Einstellung verpasst du, um was es wirklich bei Kirche geht. Ich saß oft in der Celebration und habe mir gedacht, ja, das könnte besser funktionieren, da hat es noch Potenzial. Und schon früh im ICF habe ich diesen einen Slogan aufgeschnappt: Be the change you want to see. Sei die Veränderung, die du sehen möchtest. Und glaub mir, dieser Slogan hat mein Kirchenerlebnis auf den Kopf gestellt. Ich habe aufgehört, nur die Fehler zu sehen und habe Gott begonnen zu fragen, was hast du für eine Leidenschaft in mich hineingelegt? Wo möchtest du, dass ich mich bei diesem Projekt Kirche beteilige? Und ich habe damit etwa 7 oder 8 Jahren begonnen. Es war so meine erste Mitarbeit im ICF Kids. Damals beim Together We Create Bereich habe ich Countdowns geschnitten, Merkversvideos, das ist so der Vers der Woche, den man auswendig lernen musste, habe ich geschnitten und einfach so dazu beigetragen, dass diese Kirche schöner wird. Und auch heute noch ist es meine Leidenschaft, an dieser Kirche teil zu sein und zu schauen mit Designs, mit verschiedenen Dingen, wie diese Kirche ein Ort sein darf, wo Menschen auftanken dürfen. Und weißt du, wenn es um Kirche geht, dann glaube ich, dass Gott nicht einfach eine One-Man-Show abziehen möchte, sondern er braucht dich, er braucht mich. Und darum gilt dieser Slogan auch genauso für dich. Be the change you want to see. Es gibt nichts Kraftvolleres, als Jesus und sein Reich an erster Stelle zu setzen in deinem Leben. Matthäus 6,33 hat unsere Ehe und Familie von Anfang an geprägt. Lorenz und ich haben 1994 geheiratet und sind dann zum ICF Zürich gestoßen, als ca. 80 Menschen in einer Turnhalle waren. Wir haben als Familie uns von Anfang an einfach reingegeben. Im Kids, im Family Ministry, im Ladies, mit Mom to Mom, im Small Group Ministry. In der gleichen Zeit hat mein Mann sein eigenes Geschäft aufgebaut, welches seit 30 Jahren mein Volunteering in der Church möglich macht. Und zusammen haben wir 2 Kinder großgezogen. Heute stehen wir da, dankbar und ehrfürchtig vor einem Gott, der
Erweckung möglich gemacht hat, der treu ist, der in himmlischer Großzügigkeit uns alles Übrige ins Leben gibt, wenn wir ihm die erste Stelle geben. Wir sind Zeugen von einer Erweckungsgeschichte. Wir sind Zeugen für die Treue von Jesus und unser Herz brennt heute noch dafür, dass in deinem und in meinem Leben und in unserer Church Jesus immer die erste Stelle hat und dass alles, was wir tun, aus dieser Liebe von Jesus heraus geschieht. Danke, Jesus. Jesus hat nicht dafür gebetet, dass es in der Kirche schön bequem ist, sondern Jesus hat dafür gebetet, dass wir eins bleiben und in Wahrheit leben. In den letzten 30 Jahren so im ICF, gerade als Leadership, hat es viele Momente gegeben, wo es viel einfacher gewesen wäre, so unsere Freundschaften zu beschützen, zum Beispiel. Dass wir Freunde bleiben und schauen, dass jeder in der Position bleibt. Es wäre einfacher gewesen, unser Image als Church zu bewahren, so nach außen, wenn Druck kommt. Es wäre einfacher gewesen, so unseren eigenen Namen zu schützen, so der Leo in den Medien und die Leadership auch. Wir haben uns entschieden als Church, wir beschützen das, was Gott heilig ist. Und das ist sein Wort, das sind seine Prinzipien, das ist die Wahrheit und es ist vor allem eins. Jesus hat sein Leben für die Menschen gegeben, dafür, dass wir aus dem Tod ins Leben kommen. Menschen sind für Gott heilig. Und wir haben uns immer wieder entschieden, diese Integrität von Menschen zu schützen. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, es lohnt sich, das zu bewahren, beschützen und dafür zu kämpfen, was Gott wirklich heilig ist. Und dafür auch meinen Ruf, meinen Namen, meine Freundschaften, alles ihm hinzulegen. Wir haben uns entschieden, gegen die Meinungen, gegen die Öffentlichkeit zu schützen, dass Gottes Wort heilig ist. Unveränderbar. Es steht für immer und ewig. Jesus ist das Zentrum unserer Church. Und ich wünsche mir, dass wenn Leute in 30 Jahren über ICF sprechen, dass sie sagen, ICF war es immer wichtig und schützenswert, das zu bewahren, das zu schützen, was Gott heilig ist. ICF hat immer gekämpft dafür, was Gott heilig ist. Ja, ich bin Gott unendlich dankbar, dass wir nie aufgehört haben, ihm die junge und nächste Generation zu investieren. Leo sagt gerade, ich glaube, mein Bild ist oben aufgeploppt. Das war vor 25 Jahren, das war ich 9 Jahre alt, als wir dazugekommen sind im ICF. Und was da ganz speziell mir aufgefallen ist, dass in Kids, in Teens, dass nicht nur einfach das Programm war da, damit die Kinder Teil sein konnten vom Programm, sondern die Jugendlichen wurden eingebunden, sie wurden eingeladen, Teil sein vom Programm. Auch ich wurde dann irgendwann mal eingeladen, Teil zu sein, obwohl ich keine Ahnung hatte von Kirche, von Kirchengestaltung, von Leiterschaft, wurde ich an die Hand genommen, ich wurde mitgerissen, eingesetzt und man hat an mich geglaubt. Und einer meiner wichtigsten Learnings die letzten 25 Jahren ist, dass die junge Generation ist nicht nur die Generation der Zukunft, sondern es ist die Generation, die heute schon Kirche baut. Man ist nie zu jung, um Reich Gottes zu bauen, sondern man ist bereit oder nicht bereit. Und heute kann ich auf der anderen Seite stehen, wo ich einfach mit einem krassen Team, auch mit Sunday Night, mit Teens, mit Kids, dass wir da einfach immer, dass wir das weitergeben. Wir nehmen Jugendliche an die Hand. Wir glauben an sie, wir investieren an sie. Und ich wünsche mir auch, wenn ich in 30 Jahren noch zurückschaue, dass ich merke, wow, diese Kirche hat das nie aufgehört. Weil die junge Generation ist nicht eine Generation der Zukunft, sondern eine Generation, die heute mit uns Kirche baut. Ja, mit 19 Jahren hatte ich alles andere im Kopf, als Kirche zu bauen. Das war ein bisschen anders damals. Aber ich bin ins ICF gekommen und Gott ist mir hier in dieser Kirche ganz persönlich begegnet. Und nicht nur Gott, ich habe Menschen getroffen hier, Frauen und Männer, die ihren Glauben so schön ausgelebt haben, die ihr Leben nach Gottes Wort ausgerichtet haben und Gott einfach gefeiert haben.
Und ich hätte mir nie erträumen lassen, dass durch mein Mitwirken in der Kirche etwas so Großes entstehen kann, wie das heute ist. Dass wir eine Kirche sind, die nicht nur für Gen X relevant ist, sondern auch für junge Menschen, für ältere Menschen. Das ist einfach mindblowing. Und auch, wie du vielleicht mitgekriegt hast, wir sind in verschiedenen Ländern, in 12 Nationen sind wir unterwegs und das ist einfach das sprengt mein Gehirn. Es ist wirklich unglaublich, was Gott da alles getan hat. Und jetzt auch meine Söhne, unsere Söhne zu sehen, wie sie hier in die Kirche kommen, wie sie den Glauben mitkriegen, wie sie wachsen im Glauben und auch hier Freunde gefunden haben. Das ist mega stark. Ja, Storytime, einer der schwierigsten Momente in meiner ICF-Karriere. Ich war als junger Pastor, haben wir in der Friedenskirche Kirche gemacht und ich habe Worship geleitet und dann war dieser Moment so, come on, singt Halleluja und dann zack, Stromausfall. Licht weg, Ton weg. Und ich sehe meinen Techniker, er rennt über die Empore und runter durchs ganze Treppenhaus, sucht die Sicherungen wieder reinzumachen. Und ich da auf der Bühne, oder Verantwortung, was mache ich jetzt? Und dieser Moment war so einschneidend, weil er so sinnbildlich war für diese Momente der Überforderung. Die kannte ich so gut als Leader. Jetzt hast du mit deinem ICF-Stil diese kleine Kirche völlig überfordert. Du wolltest Licht, Technik und alles und jetzt ist alles überfordert. Und du hast eine andere Idee, jetzt versuchst du etwas, meinst es gut, aber jetzt hast du wieder Menschen verletzt. So viele Dinge, die schwierig waren. Und in Herausforderung und Überforderung habe ich gelernt hier in der Church, es gibt einen richtigen Weg. Der ist nicht nach hinten oder ausweichen, ist ja nicht meine Verantwortung, sondern der ist, okay, Jesus, hilf. Es ist deine Kirche, komm und hilf jetzt. Und dieser Moment, dieser Stromausfall war für mich auch so einschneidend, weil ich gemerkt habe, Jesus hilft wirklich. Ich konnte nicht mehr leiten, hat ja nicht funktioniert, die Bühne war dunkel, aber die Kirche hat erst recht weiter geworshipped. Noch lauter sich fokussiert und gesagt, ja, es geht nicht um Licht und Technik, es geht um unseren Jesus, er ist im Zentrum. Und ich habe gelernt, das funktioniert. Nicht Stromausfälle definieren uns, sondern dass Jesus im Zentrum ist und hilft, wenn wir ihn brauchen. Ziemlich früh in meinem Leben musste ich lernen, dass Menschen nicht immer nur für mich, sondern teilweise ganz oft auch gegen mich waren. Und das prägte mich mit Angst. Mein täglicher Begleiter war Menschenfurcht. Ich hatte Angst, was Menschen von mir denken und konnte gar nicht erst groß sprechen. Und ich weiß noch, als ich aus dem ICF Kids in dieses große ICF Teens kam, da war ich so schüchtern, dass ich kaum mit jemandem etwas gesprochen habe. Meine Schwester nahm mich an der Hand und musste für mich kommunizieren. Hallo, das ist Celine, sie spielt Klavier und sie würde gerne in die Band kommen. Ganz oft war es am Anfang so. Doch 2015 im Mai durfte ich mit auf einen Leaders Trip. Und da wurde mein Leben essentiell geprägt. Ich erlebte Befreiung von Menschenfurcht. Und Jahr für Jahr durfte ich durch Leaders, die an mich glaubten, mich challengen, freier werden. Dieser Vers, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, wurde plötzlich länger und länger Realität in meinem Leben. Und heute habe ich einen Job, den ich mir nie in meinem Leben hätte vorstellen können, kann vor Menschen frei sprechen, weil mich Jesus in dieser Kirche frei gemacht hat. Und Kirche ist für mich ein Ort geworden, wo meine Menschenfurcht durch Gottes Vertrauen ersetzt wurde, weil Leaders an mich geglaubt haben und ich heute ein Leader sein darf, der in andere, in ihr Potenzial und ihre Freiheit investieren darf. Ich erinnere mich noch gut an den Sommer 1996. Da war im ICF eine Anzeige in der kircheneigenen Zeitschrift, die hieß Amen. Und da war eine Anzeige drin. Da stand, da gibt's ein Sommercamp, aber erst ab 16 Jahren, glaube ich. Und ich war 14. Also habe ich angerufen, ob ich trotzdem kommen kann und ich durfte. Ich ging ins Camp und das war der Startschuss für mich, bei ICF dabei zu sein. Und bereits beim ersten Mal haben sie mich reingenommen. Ich durfte sogar auf der Bühne, eben wir haben es gehört, ich habe die Bühne gern. Irgendwie fühle ich mich wohl auf der Bühne. Ich konnte auf der Bühne einen Song singen, Musical, so halb tanzen und so weiter. Und das war der Startschuss für mich für ein Abenteuer, wo Gott mich so rein katapultiert hat. Für ein Abenteuer, dass ich nicht ready war, aber dass Gott wusste, das braucht der Dave und ich kann hier einen Unterschied machen.
Und dann hat Gott so viel in mir bewirkt und so viel durch mich bewirkt, was ich aber oft nicht gesehen habe. Ich möchte euch ein kleines Beispiel machen. Wir haben gebetet im Youth Planet in einer kleinen Gruppe und haben gesagt, da kommt ein Event. Jesus, wir bitten dich für 50 Taufen. Und es ist nichts passiert. 5 Taufen oder so und ich war bitter enttäuscht, habe gesagt, Gott, du machst ja gar nichts in dieser Kirche. Für was bin ich überhaupt da und so weiter. Und solche Momente hatte ich immer wieder über die Jahre. Und dann ist es lustig, wenn du nach 30 Jahren zurückschaust, dann merkst du plötzlich, Gott hat so viel getan, dass du nicht mal bemerkt hast. Gott hat so viel mehr getan, als ich selber hätte bewirken können mit meinen 2 Händen. Und es gibt so einen bekannten Spruch, viele überschätzen, was man in einem Jahr tun kann und viele unterschätzen, was du in 10, 20, 30 Jahren tun kannst. Und ich möchte dir sagen, wenn du Gott ernst nimmst, dann nimmt Gott dich auch ernst. Alle diese Geschichten, die zeugen von einem lebendigen Gott. Was seht ihr? Aha. Alle diese Geschichten, die zeugen von einem lebendigen Gott, der unter uns wirkt. Vor 30 Jahren, vor 15 Jahren und heute noch. Ich möchte nochmal diesen 2. Korinther 3, Vers 18 lesen, ist einer unserer Leitverse. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. In jedem von uns, was du hier auf der Bühne siehst, die Wunder, die in den 30 Jahren geschehen sind, das ist heute noch möglich in deinem Leben. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir eine Kirche sind, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus als das Wichtigste in unserem Leben anschauen. Weil genau aus dieser Beziehung kommt die Veränderung, wo da steht im 2. Korinther 3, Vers 18, so dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Nicht nur mit Sonnenschein, auch mit schwierigen Momenten, auch mit herausfordernden Momenten. Wenn wir uns auf Gemeinschaft einlassen, wenn wir uns darauf einlassen, uns Gott zur Verfügung stellen, dann werden Herausforderungen kommen. Aber sie sind dazu da, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und was mit meinem Leben möglich ist, was mit diesem Leben möglich ist, das ist auch mit deinem Leben möglich. Und für das können wir heute einfach Gott ein riesen Dankeschön geben, indem, dass wir zurückschauen für das und auf das zurückschauen, was Jesus getan hat in unserem Leben und auch auf das schauen, was er noch in unserem Leben tun wird. Wer weiß, ob du eines Tages hier auf der Bühne stehst und sagen kannst, weißt du, wir haben 30 Jahre gefeiert, da war ich so und so. Ein paar Jahre später, ich bin Jesus begegnet, er hat mich berührt, er hat mich verändert und ich spiegle seine Herrlichkeit mehr wider, als dass ich vor 3 Jahren wieder gespiegelt habe. Dafür gehen wir, weil wir lieben unseren Jesus und er ist das Zentrum von unserem Leben. Wir schauen zurück auf 30 Jahre, wo ich sagen kann, was mein Jahresvers für dieses Jahr ist. Bis hierhin hat der Herr geholfen. Ebenezer, Stein der Hilfe, ein Altar in Anführungsstrichen, ein Erinnerungszeichen, dass der große Gott bis hierhin geholfen hat. Und lass dich in deinem Leben zurückschauen, in den nächsten Augenblicken, wo wir Jesus anbeten aus Dankbarkeit. Was hat er in deinem Leben getan? Wo warst du vor 30 Jahren, vor 15 Jahren? Wo warst du vor 2 Jahren? Was hat Jesus in deinem Leben gewirkt? Was hat er verändert? Wo bist du ihm ähnlicher geworden? Und dafür wollen wir ihn anbeten als ganze große ICF-Family. Jesus.
was er in dich hineingepflanzt hat, dass er dich an sein Herz gezogen hat.
Jesus. Wir danken dir für diese Zeit, die du uns als Kirche geschenkt hast. Und wir lieben dich. Du stehst im Zentrum unserer Church und wir lieben dich von ganzem Herzen. Yes! Amen! Amen. We love you! Du wolltest über das Gebet was sagen, gell? Ah ja, ich wollte noch etwas Gebet was sagen. Ja, da drüben seht ihr die Hände, die beten. Und lass dich doch einfach beschenken vom Gebetsteam. Sie können dich segnen. Oder du hast etwas, was du vielleicht von der Kirchengeschichte noch loswerden willst oder dafür beten willst. Geh doch darüber. Die beten für dich. Ja, wir haben jetzt noch eine richtig coole Party vor uns, bevor du rausgehst. 2, 3 Informationen, damit du richtig nutzen kannst, was alles bereitsteht. Erstens mal, alles Essen und Trinken ist heute gratis, for free. Schlag zu, die Würste, das Essen, das Trinken, einfach alles. Eis, ja, einfach unglaublich viele Angebote. Vor ein paar Jahren war unser Sohn mal, der hat so zugeschlagen, der war nur noch elend am Boden. Also darfst dir gut gehen lassen, gell? Es ist gratis. Zum Zweiten, wir haben eine Ausstellung vorbereitet, wo du so zurückschauen kannst auf die letzten 30 Jahre ICF, oben im Foyer Balkon, raus, nach oben und rechts, da gibt es eine Ausstellung mit Video und allem. Es hat auch so unsere Message-Illustrationen, die du findest dort in der Werkstatt. Auf dieser Seite des Gebäudes sind vielleicht so Dinge, die du auf der Bühne schon angetroffen hast, wie ein riesiges Herz oder vielleicht auch ein Bett. Was noch fehlt, ist der Pizzaofen natürlich, aber sonst alles. Ja, und jetzt lass uns noch 2 tolle Songs singen mit der Band zusammen. Wir feiern, das sind jetzt 2 Worship-Songs, richtige Party-Songs. Und ich lade dich ein, Halleluja zu singen mit uns. Yeah, let's party! Happy Birthday, ICF! You get all
Yeah. Also, man sieht sich um 7 Uhr noch einmal. Genießt den Nachmittag, genießt das frische, feine Free Food. So gut zusammen zu feiern. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ora adesso a bor. Arrivederci.